So, bevor das Video losgeht, noch der Witz vom Tag. Der Witz vom Tag. Was ist der Unterschied zwischen Corona und den Videos von Maelo? Corona nimmt immerhin nicht ernst. Bro, wenn Tennis als olympischer Sport zählt, dann wärst du safe bei den Paralympics. Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen 1. August und ein schönes Feuerwerk gehabt. Das Video wird auf jeden Fall ein Feuerwerk an Cringe. Did you tell him he could play with fireworks? I can't believe. Oh, Jaden. Ich weiss, es ist schon mehr als 1,5 Monate her, seit es so richtigen TikTok-Cringe gegeben hat. Ich kann mir aber aus vertraulichen Quellen sagen, dass es nicht mehr so viele Schweizer Cringe-TikToks gibt. Aber wir schauen, ob das stimmt. Die Regeln sind ganz einfach. Wir schauen uns Schweizer TikToks an und dürfen nicht cringen oder lachen. Und damit nehme ich meine Aussage wieder zurück, dass es anscheinend keine Schweizer Cringe-TikToks mehr gibt. Und da kann man auch wieder mal sagen, dass nicht nur ein Cringe-Brille muss aufgesetzt werden, sondern 2 und am besten einfach gerade noch eine dritte, einfach für die Sicherheit. Aber Sarah Leutenegger ist ja anscheinend schwanger. Ich denke, da kommt noch das eine oder andere TikTok mit ihrem Kind. Ich finde mein Gesicht spezieller, auffallender und markanter. Bravo! Also ich weiss nicht, vielleicht ist ja das eine gute Methode, um die Noten zu desinfizieren, aber gehen so die Noten nicht kaputt? Oder bin ich einfach dumm? Das Gute ist ja, ich muss gar keine Noten desinfizieren, weil ich eh kein Geld habe. 85 Stutz, meine neue Gesichtsmaske. Wir sind in Frankreich, machen Pause. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. Okay, ich habe eine Maske auch. Nicht Schweizer Kreuz. Aber ich glaube, bis jetzt so angeschaut oder so ähnlich. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. Digga, ich merke, das ganze Cringe-TikTok-Format macht einfach mit der Zeit nicht mehr so viel Sinn, weil meine grösste Plattform ja eigentlich TikTok ist mit 350'000 und ich mache mich eigentlich über diese Plattform lustig, was ja keinen Sinn macht. Darum kann ich euch jetzt ein bisschen TikTok-Cringe zeigen, wo ich produziert habe. Ich bin zum Beispiel diese Woche mit dem Robin von Schweizkiste in Zürich gewesen, um so ein bisschen zu testen, wie gut die Schweizer die Nationalhymne kennen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Schweizer die Nationalhymne richtig gut können. Dreht im Morgenrot daher. Dreht im Morgenrot daher. Guten Morgen. Sehe ich dich im... Im was? Aus welchem Number One Hit kommt die Line? Sehe ich dich im Strahlenmeer. Das von Helene Fischer. Egal wie unbekannt du bist, die Schweizer Nationalhymne ist unbekannter. Da sehen Sie den wunderbaren Gotthard-Bass von der Schweiz. Und weil wir ja in der Schweiz sind, habe ich gedacht, ich jodle mal hier für euch, hä? Also be ready. Nein. Bitte, bitte, mach alles. Aber bitte du jetzt nicht jodeln. Sie sieht aus wie eine, die nicht jodeln kann. You really thought. Puh! Haben wir noch ein Glück gehabt, Digga. Jetzt habe ich schon gemeint, dass sie jodeln. Später. Ioli duala, iduli duala, ioli duala, iduli duala. Genau. Wobei, so schlecht ist es gar nicht gesehen. Erstmal einfach einen Stein abschießen. Könnte nicht sein, dass irgendwo da unten jemand chillt. Okay gut, es sieht jetzt nicht aus, als würde irgendjemand da unten chillen. Aber es super lustig wäre, wenn ich das Video gepostet hätte und dann hat einfach 20 Minuten einen Artikel darüber geschrieben, wie gefährlich das ist. Ach nee, Digga, die haben wir auch schon mal in einem Video. Und wieso? Wieso hat sie immer einen Topf auf dem Kopf? Sie hat immer einen Topf auf dem Kopf. Kann man das mal irgendjemand erklären? 3, 2, 1. Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie ein typisches Beispiel, wenn sich 3 Boomers auf TikTok verirrt haben. Wer von euch jetzt nicht so viel Fernsehen schaut, die 3 sind von Glanz und Gloria. Das heisst, das SRF hat nach 300 Jahren auch den Weg auf TikTok geschafft. Nice. Und für das kommt jetzt unser rasende YouTube-Reporter, der Adi Totoro, zum Einsatz.
Mein Name ist Adi, ich bin 20 Jahre alt, mache auf YouTube Vlogs, Challenges und Unterhaltungsvideos. Einfach für die Sicherheit. Ach nee, Digga, jetzt chillt sie auf einem Riti-Seile. Wieso chillt sie jetzt auf einem Riti-Seile? Und wieso hat sie jetzt keinen Topf auf dem Kopf? Ich habe die ganze Zeit schon ein Kaugummi im Mund. Ich glaube, ich muss den mal wegschießen. Was bist du am Fluchen? Oh, verdammt, wer rührt Kaugummi am Boden? Ich check's nicht. Oh, Saturday Sunday. Ich weiß nicht, wer das wird machen. Kuss geht raus an Saturday Sunday. Jetzt hat sie Töpfe in der Hand. Nächste. Okay, hat's dir gerade ausgehängt oder? Ah, du bist kein Zahnarzt, sorry. Bro, verpiss dich, Mann. Ich finde, der Zahnarzt hat seine Maske völlig falsch an, Digga. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go stupid, look up, down to the side. Ja. Ja. Das ist aber auch wirklich etwas, was nur die Familie Sulzer schafft, dass die ganze Familie in einem TikTok mitmacht. Also ich finde es mega nicht schlimm, dass sie das machen, aber wenn ich meine Eltern würde fragen, ob sie mit mir ein TikTok machen, Digga, die würden mich safe gerade zur Adoption freigeben. Los, Mamis TikTok, Mann, das soll doch gar kein Plan sein. Doch da tut halt jeder, als wäre er der nächste Bond sein. Auch so ein Video zu machen, muss ein bisschen gekonnt sein. Doch der Algorithmus weiss nicht Besseres und belohnt sie. Komm, belohn doch mich mal, ich flowe wie der Riffal. Ich übe einfach jeden Tag und das auch ohne Beifall. Oha, Digga, das ist ja nicht mal schlecht gewesen. Ist das Konkurrenz für Prinz 9 und den Nilay? Man weiß es nicht. Halt zusammen! Ich gebe ihm auf jeden Fall ein 7,5 von 10. Oha Leute, wir sind in der Vibe-Zone angekommen, hat die gleiche Brille. Let's go! Bro, ohne Scheiß, ich sitze hier in meinem Zimmer, mache irgendwelche komischen Dance-Moves zu meinem TikTok. Es ist kein Schweizer TikTok gewesen, aber der Vibe, der ist da gewesen. Heute ist Shooting Time. Es ist wieder Zeit für unsere Lieblings-TikTokerin, Sarah Leutenegger. Wir sind gespannt, was sie als nächstes macht. Wir werden heute im Kornfeld shooten. Guck mal, wie schön das aussieht. Und der Fotograf heute ist Steven. Und so sehen die ersten Bilder aus. Kurzes Umziehen und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Look. Im Kornfeld innen shooten für ein nices Insta-Pick. Jeder Bauer würde es empfehlen, weil die finden das mega nice, wenn man so ins Feld geht und alles ein bisschen runtertrampelt, weil die Bauern die haben nicht so viel Bock auf viel Ernte. Ich persönlich würde jetzt auch nie das typische «Ich stand im Weizenfeld innen Insta-Pick» machen. Würde ich nie machen. Digga, was ist heute los? Wieso gehen alle Leute Wein aus? Digga, die Winzer arbeiten das ganze Jahr lang für den Wein und die machen für einen TikTok Cases aus. Und die Obdachlosen in der Stadt so gut, dass sie darin baden und wir das nicht essen können. Und an der Stelle ist es auch schon wieder gesehen von der wöchentlichen Dosis TikTok Cringe. Ich muss sagen, TikToks heute sind nicht einmal so cringe gesehen. Falls ihr wirklich cringy TikToks gesehen, schickt es mir auf Instagram @aditotoro. Wir sehen uns am nächsten Sonntag bei einem neuen freshen Video und bis dann zieht euch die Masken an. Peace und Blümchen. Autobahnraststätte heisst Maske tragen. My heart